So nicht dann am Nu von der Link Merci, da da zu so viel nee, so eine Schnitt umsitzt. Das der Zeit mir ich das vielleicht auch ein bisschen eng ungewinnten Thematik, wo die Link auch proaktiv wild Stellung holen gibt, dat man schon dazu Stellung geholt hun anderem schon kommunale Niveau als Staat Demos auch zu am Anna dann auch schon den Plan präsentiert hat am Giföz an mir hun wir sind der Meinung, dass man auch missen als Stellung holen zum en Dach für der Manifestation am Gara-Quartier, die wird stattfinden. Weil tatsächlich ein Partyproblem sich an den letzten Jahren ugehäuft hun am Gara-Quartier, weil du eng Unzufriedenheit aus die nicht verneinen kann von der Leute, aber weil man aber andererseits mengen, dass Lösungen zur Problematik der Ginnet doch, aber das sind nicht unbedingt die Lösungen, die sich immer auf den alles repressives konzentriert. Also das ist nicht so, wie wenn man das Problem nicht echt holen. Bien au contraire, das sogar, dass man das Problem echt holen, aber wenn in das Problem echt hält, dann muss ich einfach feststellen, dass in ein bisschen mehr muss so wie just nimmen mehr Police, weil wenn das sieht, hält auch wirklich das Problem nicht echt, will echt da Stimmen fänken an nicht unbedingt Probleme von den Leuten lesen, aber mal von den Leuten schwätzen, dann darin verstehen wir jeden, den am Gara-Quartier ist, das heißt, wenn du liefst. Aber auch die Leute, die selber die aus der Gesellschaft ausgeschlossen sind, und darum natürlich auch die toxikomanen Menschen, die auch spezifische Problematiken nun ausgeht drums, dass man die Problematik human upacken und dass man auch Lesungen fanden an die der Ginnetag an die will man dann noch präsentieren. Dana Korea wird auch op weisen da den relativ kurzfristig auch ein paar Sachen erholen, weil man ja alle wissen, dass die Problematik sich zwischen Jahrzehnten unhäuft an dass sie auch viel mehr tiefgründige Ursachen hat, Sozialursachen hat, die nicht innerhalb von ein paar Wochen oder von ein paar Monaten, vielleicht auch Monate von ein paar Jahren kann lesen, mit die in der Woche muss packen. Und da gehen doch mehr langfristige Lesungen, wo auch Mara Stieber wird dazu Stellung holen. Also, die kannst du immerhin Dana Korea Spitzenkandidatin auch hier am Zentrum. Und Mara Stieber ist natürlich auch Kandidatin für die Link auch am Zentrum. Mir so aber auch ganz klar, da ist aber eine gewisse Roserei, dass das muss ich ganz klar sagen, dass es eine Partei gibt, auch hier am Land, die wirklich eine ganz große Responsabilität dreht, was die Situation am Gara-Quartier angeht, und das ist die Demokratische Partei. Das nicht nur, weil die Demokratische Partei ewig Ruder ist an der Stadt, weil wir schwätzen ja von einem Stadter Quartier, und nicht in der Rolle hat, aber auch weil die Demokratische Partei in Wirklichkeit, sie ist nicht die einzige daran, aber sie ist treibend daran, all einer Lesungen, die nicht repressiv sind, immer torpediert wird. Und das ist interessant, weil wenn in die Geschichte gucken geht, nicht so viel weit, aber trotzdem schon an den 70er, an den 80er Jahren gab es die Problematik auch schon. Damals hat DP auch einen Innenminister, den Herr Emil Kriebs, den all einer Lesungsvorschläge, die damals schon gab, am Niveau von der sozialen Lesung, von der sozialen Problematik, von der gesundheitlichen Problematik immer auf Zeit geschieben wird, gesagt wird, nee, das hat nicht immer dazu dienen, wir müssen repressiv sein und immer darüber misiert wird. Resultat, das nicht ging. An die Schiene wird immer weiter gefordert von der DP. Und es gibt tatsächlich Lesungen, ob die dann an Mara werden agoen, wo auch die politisch Responsablen nicht wollen agoen. An denno verschlechtert sich die Situation immer mehr am Gara-Quartier. Und dann kommen sie mit dem ganz perversen Trick, für zu sagen, okay, mehr Police oder mit Sicherheitsagenturen und so weiter, für denno einfach nicht auf Stimme fangen zu gehen, ohne das Problem wollen zu lesen. Und das muss ich einfach ganz klar sagen. Das heißt, das ursprüngliche soziale Problem, das sind hygienische Probleme, gesundheitliche Probleme für die ganze Bevölkerung am Gara-Quartier, das
den sich auch los auch zu einem Sicherheitsproblem für jeden auch entwickelt, auf jeden Fall auch zuvor geholt wird. Und wir meinen, dass den das muss seriös umgehen. Und dementsprechend wird man ein Party proposen, dann vorschlagen. Und dann los mich dann dem Anna für dich mal vor. Ja, merci David für den Intro. Wie den David eben für die gesagt tun, ist die Problematik ob der gar ganz komplex, an der sind mir eben als Partei bewusst. Wir wollten aber auch noch ein Kehr sagen, dass es kein Allheilmittel gibt, mir das aber verschiedene Leute eben die Responsabilität müssen an die Hand holen, und da gehört eben die Responsabilität von der Santé publique zurück eben in Gemeinhand. Eben hier an der Stadt, als eben Stadt Lützeburg, an dem Moment DP und CSV responsabel für die Santé publique auf der Voirie, an die Situation auf der Gare als mehr wie desolat. Die braucht einfach nicht mehr rundherum zu gucken. Und leider voilà, hat sich eben die Situation eben auf den öffentlichen Straßen, auf der Gare, durch eben die Usageren an allen Hinrichtungen verschlechtert. Und wir wollten einfach gerne darauf hinweisen, dass die Gemeinde Lützeburg ihre Responsabilität soll eben holen, und sie soll eben dafür sorgen, dass die Gare zumindest den Quartier Gare, aber auch die Quartier voisin 24 Stunden auf 24 Stunden sollten eben den Hygienekriterien entsprechen, die es eben einer Stadt Lützeburg würdig sind. Weil dadurch ja hat den zwar nicht, sagen wir mal so, den eigentlichen Problem aus der Welt geschaffen, mit dafür sorgt den aber, dass den Schulweg für die Kinder bis an die Schule all der gesichert ist. Und durch den auch dafür, dass Bewohner können eben an der Stadt Lützeburg all der aus dem Haus können gehen und sich nicht müssen eben über Spritzen oder so irgendetwas müssen stolpern. Wir können eben auf ihre Bus oder auf ihre Arbeit. Ich will doch nachher einen Appell aber auch machen, eben in die Stadt Lützeburg und hier responsabel, weil sie haben eben für 3 Jahre die Privatgardenagen angestellt, eben für eben durch die Stadt zu patrouillieren. Und dadurch haben wir 500.000 Euro, sagen wir mal so, aus der Fenster rausgeholt an unseren an. Sie hatte besser gehabt, eben die 500.000 Euro an eine Equipe de Choc, nenne ich sie da mal, die eben Hygiene eben an der Quartier 24 Stunden auf 24 Stunden an den Griff hält. Und für uns ist es aber auch wichtig, dass den Beamten oder die Leute, die angestellt sind an die Equipe de Choc für die Gare Quartier eben proper zu halten, aber auch zum Beispiel ein Prime de Risque kriegen, aber auch ausgebildet gehen für sich zu schützen, aber auch wir können eben Alternativen zu finden, für eben die Gare proper zu kriegen. Darüber raus man so einen Appell an alle Anwohner eben vom Quartier Gare, aber auch von den anreihenden Quartieren, dass sie sich sollten bei all so Unreinheiten, die sie eben an der Quartier gesehen haben, wo sie sagen, dass das ein Danger de Santé publique, sollen sie sich eben beim Chef Goldschmidt melden, weil hin hat eben das Service Hygiene an seine Fetischen, dass das auch mal angeschaut wird, dass die Gemeinde an der Sache nicht ihre eigentliche Aufgabe nachgeht. Zudem sind auch eben angeschaut, dass eben hier in der Stadt schon seit Jahren eben, wenn die braucht nicht mehr nur rauszugehen zwischen der Kreuzung Rue Aldringen und Rue Louveny. Wenn da Land geht, dann kriegt er so einen gewissen Geruch von Ammoniak, den ihr entgehen könnt. Das ist auch eben ein Problem an den dortigen Quartieren. Challenger sind eben bekannt, mehr durch Leid, Schuldbeweisen hat das Problem noch einmal nicht gelöst. Und ich erinnere mich ganz gut als Schülerin, als Studentin, immer wenn ich eben an der 4. gegangen bin, und wir mussten passerell rüberkommen, und gar hat die ganze Zeit bei den Treppen die nämlichen Problem. Aber was haben sie gemacht? Sie haben eben eine sanitäre Anlage dahinter gemacht, für das Leute, die eben da hängen, da eben auf der Straße leben, sich auch mal können eben
op enger sanitärer Anlage können entsorgen. Für uns also einfach immens wichtig, dass sie Responsabilitäten hält, dass sie auch Alternative finden, für das Problem direkt zu lösen. Weil wenn kein Sanitäranlagen sieft die mobil sieft die Sanitäranlagen, die könnten mobil sein, die könnten aber auch fast Strukturen sein. Wenn den Daten nicht an den Städteplanung eben mit randenkt, man dann, wie soll ich sagen, da geschehen eben die Sachen wie hier eben an der Rue Louveny. An die Problem, die nach einer Zeit gestern, geht zwar alldach oder all zweiten Tag gebot, dann ist der Parfum darüber gestreht, mein froh war einfach, für was stellt den nicht einfach ein Mobil-Sanitäranlage dahin, für das aber auch alle Menschen, die eine Besoin hat, sich eben da kann bedingen. Von unserer Seite aus wollte mir auch nach gern, dass eine Struktur, eine Mobilstruktur für die Spritzen zu wechseln, eben an den Quartieren mehr aktiv angesagt wird. Und zwar neben den anderen zwei Feststrukturen, die es schon gibt, einerseits eben den Abrigado und den Drop-In, wollte mir gerne, dass du eben auch mobil Spritzewechsel Service eben an den Quartieren rundherum gehen, für einerseits die ganzen Zeit in Kontakt zu sein, eben mit den Leuten, die eben die Besoin haben, für die Spritzen zu wechseln, aber auch einerseits für können vielleicht die Spritzen abzuraffen, die eben an dem Moment an den Quartier sind. Die sieht schon heute 3 Punkte abgezählt, die lo über moi, weil das lo weekend, die könnten amenden wirklich schon von der Gemeinde an die Hand geholt gehen. An Eisenappell, also wir sollten abhalten, dass wir die Responsabilität immer rüberschieben, weil das heute bringt es am von Gehol nimmer zu einer gewissen, wie soll ich so, eine Roserei, die auf die Schwach projetiert gehen, und das ist aber auch keine Lösung. Für mehr langfristig Lösungen zu präsentieren an der ganzen Situation von den Drogekranken auf der Gar, wird Mara Stieber erst dann ein paar Möglichkeiten aufzählen für langfristig die Probleme eben auf der Gar und auch national gesehen, das an den Griff zu kriegen. Vielen Dank, David. Vielen Dank für die Introduktion und die kurzfristigen Solutionen. Wir schätzen dann echt von den langfristigen Solutionen, weil am Jahr 2023 ist ganz klar zu sehen, dass der War on Drugs, also eine repressive Drogenpolitik, die global gefordert ging, die letzten Jahre ein Riesenerfolg war, sowohl monetär, aber auch menschlich, hat immens viel gekostet. Das Jahr zum Beispiel hat der Volker Türk, den Höchsten Kommissar von der UN-Menschenrechtskommission, für den Schluss von dem War on Drugs plädiert, weil sie nicht zu einem Ende von der Drogenproduktion gefordert wird, mehr am Platz zu einer massiver Inkarceration global und ganz vielen Toten durch die Hand von den Autoritäten. Es muss sich also auch national endlich vorstellen, ob man nicht an den letzten Jahren eine absolut verfehlte Drogenpolitik gefordert hat. Seit 2015 ist der nationale Drogenaktionsplan nicht geupdatet gehen. Lo präsentiert sich aber die Regierung auf ihren DP als lösungsorientiert. Wo waren sie dann die letzten Jahre? Außer fragliche Solutionen, wie zum Beispiel Privatsicherheitsfirmen, aus du nicht viel kommen, was langfristig irgendetwas sollte helfen. Neben dem Problem, dass zum Beispiel eine Privatsicherheitsfirma das Gewaltmonopol vom Staat ergreift. Für die längste Drogenproblematik, also für allem ein Santé-Publics-Problem. Dafür müssen wir eine Couverture universell von der Santé verbessern, für das die Leute, die an einem Aufhängigkeitsverhältnis für kriminalisierte Drogen stehen, medizinisch geholfen können kriegen. Viele Leute, die auf der Straße leben und an einem Drogenaufhängigkeitsverhältnis stehen, sind nicht krankenversichert. An unserem Wahlprogramm ist dafür gesehen, langfristig mehr Fixerstoffen anzuführen und andere Strukturen, notamment centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue auszubauen.
An diese Strukturen gibt Service von Assistance soziale, Gesundheitssoins, Restauration an einem sicheren Depot für Spritzmaterial angeboten sowie Propertmaterial verdient. Der Fokus soll auf der Reinsertion an Sozialleben liegen, mit neuen Strukturen für den Hébergement, Formation und Bekleidung für Leute an einem Drogenabhängigkeitsverhältnis. Wenn man zum Beispiel das portugiesische Modell guckt, die ganz gute Resultate erzielt wird in den letzten Jahren, gesagt den, weil eine Dekriminalisation und eine wissenschaftsbasierte Drogenpolitik kann verbessern. Können sich auch hier evaluieren, Drogen zu dekriminalisieren und den Dealern den Marché wasch zu holen durch eine staatlich kontrollierte Aufgabe von allen kriminalisierten Drogen. Das hat auch den Vorteil, dass zum Beispiel Qualität und Rangheit staatlich kontrolliert können gehen. Also können dann zum Beispiel ein Fentanylsproblem, wie wir an den USA gesehen, vorbeugen. Für aufzuschließen, stimmen wir als die Lenkfang evidenzbasierte Suchtprävention. Wir müssen der Wissenschaft und den Expertinnen nullaufstellen am Feld, am Platz weiterhin eine Drogenpolitik zu feiern, die seit Jahrzehnten gefordert wird, immens teuer war, und just zu der Situation gefordert wird, die wir lo auf der Gar gesehen. Es kann nicht dynamische Solutionen benutzen für ein Problem, das gerade durch diese Solutionen kreiert gehen ist. Dafür brauchen wir eine fundamental andere Drogenpolitik und müssen langfristig denken, Strukturen aufbauen, ausbauen und finanziell unterstützen, die die Leute wirklich helfen. Vielen Dank.